Herren, ich muss widersprechen. Für dich, Herr Adam, wir sind nicht alle guten d'accord mit dem Projekt. Dann haben wir dann Brasseur, geht nicht mit einem Dialog, und dann dem Herr Baudry, das ist keine kleine Änderung. Wir als ADR unterschätzen keineswegs den Impact und die Importanz von den Ausländern hier am Land. Sie wird dazu wohnen oder sie wird dazu schaffen kommen. Trotzdem ist den heutigen Text für uns inakzeptabel, weil er weiter eine Erhöhung ist von unserer nationalen Souveränität. Ein Rückschritt für die Integration. Ich erkläre mich. Der Conseil économique et social ist nicht ein einfacher Conseil konsultativ. Das ist nicht einfach nur ein Organ, das dem sich Meinung gefragt wird. Das ist eine Institution, die dem Premierminister untersteht. Die Institution hat am Rahmen vom europäischen Traité eine Mission de Négociation am Rahmen vom Dialog social européen structuré. Für das Dialog social européen structuré, ich zitiere dort ein Avis von der Staatsbeamtengewerkschaft oder Chambre, besser gesagt, das ist ein Mechanisme disposant de pouvoir quasi législatif et d'un statut quasi konstitutionnel. Das also als evidenten Ursachen, dass wir es nicht können, bereit erklären, dass an so einem Organ nicht Lützeburger sigieren. Wenn man die dort Richtung 4 fuhren, muss man sich stellen, was für ein Organ als nächstes abgemerkt wird, aber als nächstes abgemerkt. Wir wissen, dass das Wahlrecht für die Ausländer zur Debatte steht, für was dort die Komposition vom Conseil d'État und so weiter. Dafür sind wir nicht bereit, einem Organ, was legislativ Pouvoiren hat, quasi konstitutionell Pouvoiren hat, das abzumachen für nicht Lützeburg. Das ist aber auch ein Rückschritt für unsere Integration. Aber was für ein Spruch wird der Conseil économique et social mehr deliberieren, wenn nicht Lützeburger dran sitzen? Deliberierten auf Deutsch, weil den deutschen Member geht. Deliberierten auf Englisch, weil den englischen Member geht. Deliberierten auf Französisch, weil der französische Member geht. Ich meine, was einfach wichtig ist, ist, dass wir für alle Mal verstehen, und das ist die Position von meiner Fraktion, dass eine wirklich Integration hier am Land nicht mehr gemerkt wird durch einen gemeinsamen Spruch. Wir bewundern immer die skandinavischen Länder mit ihren PISA-Resultaten und so weiter. Was machen die, wenn junge Ausländer in das Land kommen, lernen sie den Spruch vom Land? Da hat man noch andere Länder, die große Abwanderungen haben, die Leute aus allen Herren Ländern abholen. Ich will einfach mal als Beispiel die Vereinigten Staaten zitieren oder Israel. An Israel kommen Leute aus Äthiopien, aus Russland, aus Frankreich. Aber das ist das Erste, was sie machen. Sie lehren die gemeinsamen Nationalspruch Hebräisch. Aber genauso sollten wir unbedingt auf die Weg gehen und das promovieren. Das wäre der richtige Weg für eine wirklich Integration von den Ausländern. Aber weil dafür das Gesetz an Eisenherren, besonders auch ohne Sprachklausel, ein absolut falsches Signal gibt, wird meine Fraktion dagegen stimmen. Ich soll nicht mehr sagen.